Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Haben wir ein paar Blästerl auf dem Tisch, aber heute soll's nicht um Blästerl gehen. Heute soll's darum gehen, warum ich als Ingenieur lieber mit Blästerl bastel, als wirklich was zu entwickeln. Das, also, wenn euch nur Blästerl interessiert, guckt euch das Video davor oder das Video danach an, das ist dann heute nichts für euch. Aber das muss ich bin ja wirklich ein Ingenieur, also so richtig geschrieben, nicht mit Ö. Also, echte Leben. Oder damit verdiene ich halt mein Geld. Damit man den Scheiß leisten kann. Und eigentlich habe ich das einmal gemacht, weil ich einfach Bock auf Technik habe und weil ich da Lust drauf hatte und weil sonst quält man sich auch normalerweise nicht durch ein Studium. Also das, nur wegen dem Geld, wirst Banker, ist besser. Da musst du nicht so Grusch lernen mit der Formel und Zeugs und was weiß ich und ja, glaube ich zumindest, keine Ahnung, ich habe noch nie Bankerstudium gemacht, aber egal. Heute soll es darum gehen, was mich da in der Arbeitswelt so frustriert. Da packen wir mal den Block her. Und also, für mich ist so, jetzt zeichne ich es aus dem Gedächtnis, so eine Firma so ein bisschen aufgebaut wie so Regelstruktur. Da haben wir da vorne haben wir irgendein Soll. Das geht da rein. Da wird das irgendwie verarbeitet. Oder das ist auf Sollvorgabe. Da kommt das dahinter raus. Da kommen da quasi da Störungen drauf. Und das ist dann, das ist das, was man irgendwie regeln soll. Und da kommen natürlich Störungen drauf, also Kunden kaufen das nicht so, wie sie sollen, kaufen das mehr, wie sie sollen. So in etwa. Dann muss man das natürlich da rückkoppeln. Und gucken, wenn sie es mehr kaufen, muss man da hin. Muss man vielleicht auch Sollwert erhöhen, das ist dann nochmal Schleife drüber oder wie auch immer das ist. So ganz grob. Und da also der Teil funktioniert meistens noch recht gut. Das ist auch relativ einfach verständlich für Leute. Der Teil da hinten funktioniert meistens nicht so gut. Das ist dann, da hat man dann irgendwelche Filter dazwischen. Weil das Soll wird meistens von irgendwie den ganz oben vorgegeben. Das ist dann, das wird, ja, das ist auch nochmal ein Problem. Dass dann manchmal ein Schmal vorgegeben wird, der, ja, andere Geschichte. Aber dann gucken wir uns mal die Rückkopplung da an. Das ist vielleicht alles auch nicht ganz korrekt, weil mein Studium ist auch schon ein bisschen her. Und ich habe es jetzt auch vorher, um ehrlich zu sein, nicht nachgegoogelt, weil das will ich jetzt einfach mal mir von der Seele schwätzen. Das muss jetzt einfach mal raus. Deswegen, das kann sein, dass man da irgendwann mal eine korrigierte Version auf eine Nummer hat. Aber könnt ihr euch in die Kommentare beschweren. Auf jeden Fall haben wir da die Rückkopplung. Und da haben wir oft, das sind oft Leute, also eigentlich gut, große Firma, das ist dann, da hat man dann, da sieht jede Abteilung nicht so aus, das ist dann quasi so, die kriegt das Soll vorgeben. Da hat die Rückkopplung. Da ist noch eine Abteilung drüber. Die hat noch, was weiß ich, die Abteilung baut Komponente, die andere Abteilung baut dann nächstes Ding drumherum oder ja, Baugruppe, was weiß ich. Die hat dann wieder Soll. Das ist dann Soll 1. Aber wobei das macht jetzt, das ist dann eher, wenn man das hierarchisch, das sieht dann anders aus. Ja, ist auf jeden Fall. Aber die Realität, die Rückmeldung, das ist dann, wenn das mittlere Management mit dem oberen Management schwätzt und oder halt auch nicht. Oder halt auch verzerrt schwätzt und dann nicht sagt, was da Sache ist, sondern sagt, was die Kaspers da oben hören wollen, damit das noch irgendwie, damit sie irgendwie einen Job halten, weil wir halt alle Schiffshasen sind, alle durch die Bank. Also das sind wir halt Menschen, das ist halt ganz normal. Und wenn man dann irgendwo im Management so Kaspers hat, die nicht mit einer klaren Ansage zurechtkommen oder halt im mittleren Management Kaspers haben, die nicht fähig sind, eine klare Ansprache zu machen und dann einfach
das verzerrt, wie sie das denken, dann kommt oben bei dem, was der Ist-Zustand ist, ein rechter Quatsch bei raus. Und dann sollen die auf den, nennen wir das mal Quatsch-Ist-Zustand, ja, das mit der Sauberschrift, das übe ich noch. Und da sollen die dann das korrigieren mit dem Quatsch-Ist-Zustand, der da durch mittleres Management oder ja quasi durch einen Filter, aber kein geschickter Filter, also, sondern so. Ich meine, normalerweise kann man da schon Filter, der ein bisschen das raus und also mittlere Management soll natürlich sinnvoll filtern, die soll natürlich nicht alles zurückmelden, sonst wäre das obere Management ja völlig überlastet, weil Mensch verkraftet halt nur, kann nur einen gewissen Input verarbeiten und als sinnvollen Output erzeugen. Deswegen müssen die natürlich filtern und nicht jede kleine Schwankung weiterleiten, sondern so einen groben Trend weiterleiten und alles. Und das. Aber wenn die dann halt den Trend manipulieren, so dass sie gut dastanden, dann haben wir einen Quatsch ist. Und auf den Quatsch ist wird dann geregelt. Und dann kommt dahinter was raus, was überhaupt nicht das kompensiert, was sich die Störgröße daran eigentlich verursacht hat. Das ist jetzt gerade in einer Krise, da haben wir Störungen von außen, oder was weiß ich, wird halt schlagartig weniger braucht, oder ja, wie auch immer, da gibt es Gründe und da muss man halt dagegen regeln und gucken, was man machen kann. Oder man merkt halt irgendwann mal so über die Zeit, weil man immer wieder Quatsch gekriegt hat und immer wieder gesagt wird, ja, unsere Autos sind die beste und das Management glaubt den Scheiß und Preis passt und Nachfrage passt alles und in Wahrheit ist alles immer so ein stückchenweise in den Untergang und dann irgendwann mal sieht man es halt deutlich in die Zahlen und dann dann weiß man, dass man die ganze Zeit einen Quatsch gekriegt hat. Also, so ganz vereinfacht gesprochen, das ist jetzt, ich glaube, regelungstechnisch nicht ganz so akkurat. Weil das muss eigentlich nochmal, ich hätte mal das vorher doch denken sollen, aber ich glaube, das, was ich verdeutlichen will, das habe ich eigentlich mal. Oder macht das einfach irgendwann mal keinen Spaß mehr? Wenn man dann da irgendwo als Ingenieur da irgendwo ist und eigentlich die Dinge verarbeitet oder ab und zu auch Rückmeldungen gibt, dann sein Vorgesetzte und alles und es eigentlich ziemlich klar ist, was gemacht werden muss und es halt Jahre nichts passiert. Und das ist frustrierend. Und dann irgendwann mal, was noch frustrierend ist, da passiert genau das, was man gesagt hat. Und dann denkt man sich, das hätte man schon viel früher haben können. Wenn man bloß mal, wenn die da oben auch bloß einfach mal ein bisschen mit den Leuten geschwätzt hätten, dann hätten sie viel früher gesehen, okay, da gibt's eine Notwendigkeit, wenn die auch einfach mal ein bisschen ein Stimmungsbild aufgenommen hätten, weil das ist dann auch, also wenn man da so Kaspers hat, die bloß an Monitore sitzen, ja, also ihr regelt hauptsächlich Menschen. Und also wenn ein Manager da hauptsächlich an Monitore sitzt oder da mit Kameras spricht, da bist du inkompetent, ganz einfach, weil da machst du deinen Job nicht richtig. Du musst, hauptsächlich geht's um Menschen, Produkte, da geht's drum und gut motivierte Menschen, begeisterte Menschen produzieren gute Produkte, entwickeln gute Produkte und da geht's drum. Und man muss am Ende des Tages mit Kunden reden, man muss mit den Entwicklerinnen und den Mitarbeiterinnen reden und da einfach Rückmeldung einholen. Und jetzt muss man nicht alles für bare Münze nehmen, weil wenn die mich fragen, was ich im ersten Moment, was ich will, natürlich mehr Geld. Ist klar, aber wenn man ein bisschen nachbohrt und das ein bisschen, ich will natürlich auch, dass es vorangeht, dass es Spaß macht. Also, das sind Dinge. Und da kann man dann Dinge daraus ableiten, kann man Stimmungsbild ableiten. Das ist die Kompetenz, meiner Ansicht nach, vom Management. Das ist das, was fehlt. Wo man denkt, man muss halt da gucken, wie man da die Rückmeldung einfängt oder die auch so übersetzt, dass man dann sinnvolle Handlungsmaßnahmen für das Unternehmen ableiten kann. Weil klar wird da viel Stammtischquetz rauskommen. Aber manchmal kommt halt auch Jahre später raus, dass man recht hatte. Wo man denkt, ja, das hat man jetzt 2 Jahre lang gesagt oder so, oder 3 Jahre oder was weiß ich. Oder auch Dinge, das war ziemlich am Anfang meiner Karriere, dass ich
Da hat man dann A-Muster schlechte Ergebnisse, B-Muster schlechte Ergebnisse und C-Muster hat man das Labor zusammengeschissen, warum denn da schlechte Ergebnisse rauskommen. Man hat es im A-Muster kommuniziert, man hat es im B-Muster kommuniziert und im C-Muster wundert man sich nicht, wenn man A-Muster ignoriert hat und B-Muster ignoriert hat, dass im C-Muster nicht besser geworden ist. Also das sind Dinge, wo man denkt, da kann man die Leute im Labor nicht zusammenscheißen, dass es nicht besser geworden ist. Wie soll denn das wird ja nicht von der Leute besser. Man muss ja da was machen. Und deswegen analysiert man und misst und tut. Und dann meldet man das zurück. Und dann kommt da Hanne quasi, wenn der ist, wenn es soll nicht ganz passt, kommt eine Handlungsanweisung und das ist dann quasi die Entwicklung durch das Labor. Und dann wird es zurückmeldet. Und dann geht die Schleife so lange durch, bis der Hanne das passt. Und dann geht es weiter quasi. Dann geht das Produkt quasi an den Kunde oder halt kann so weit verwendet werden. Ich meine, gibt es da noch andere Sachen. Aber dann kann das quasi da raus aus der Schleife. Das macht man halt so lange, bis es passt. Ich meine, wenn man ein bisschen was drauf hat, kann man das ziemlich zügig korrigieren, aber wenn man die Rückmeldung einfach ignoriert, merkt man erst gar nicht, dann wird ja keine Handlungsanweisung draus. Also wird da nichts abgeleitet. Und dann wird nichts gemacht, dann wird es nicht besser. Woher soll es denn auch kommen? Also, das sind ja manchmal, und da denkst du, und dafür habe ich mich jetzt 3-4 Jahre durch ein Studium durchgequält und alles, nur um so einen Scheiß. Wie kann denn das sein? Und dann kriege die Kaspers auch noch mehr Geld. Das geht überhaupt nicht. Also, und und dann kann ich begeisterte Ingenieure haben. Und ich tue mir immer noch schwer, das Wort. Weil ich kenne da zu wenig Weitblick, aber das ist ein anderes Thema. Zumindest in Deutschland, also. Ja, anderes Thema. Aber, dass man da, wenn man da keine begeisterten Ingenieure hat und dass da dann noch auch nichts vorangeht, ist doch auch irgendwo klar. Also wenn die Leute dann, also wie schon gesagt, wenn man sich durch so ein Studium durchquält und da sich 3 Jahre hinhockt und Formel, die über halbe DIN A4-Seite geht oder sowas, sich auch tut und alles, da muss man schon gewisse Motivation oder gewisse Begeisterung haben. Und manche Firmen sind einfach gut drin, das kaputt zu machen. Und ich mir denke, da kann ja nichts Sinnvolles bei rauskommen. Guckt halt, dass er die Begeisterung erhaltet oder ein bisschen fordert. Und dann kommt auch wieder Sinnvolles bei raus. Aber dafür müsst ihr die Leute halt auch zuhören. Die Leute halt auch ernst nehmen. Und nicht bloß auf eure Monitors gucken oder auf eure Zahlen gucken. Da kriegt ihr das auch wesentlich schneller mit wie bei den Zahlen. Weil die Zahlen sind eine Folge von dem. Also das ist doch klar. Wenn die Leute keinen Bock haben, dann machen sie Fehler. Wenn die Leute keinen Bock haben, entwickeln sie einen Scheiß. Und dann war da irgendwann die Verkaufszahlen schlecht. Oder im Vertrieb, wenn die Leute keinen Bock haben, dann präsentieren sie es halt schlecht. Dann machen sie Dienst nach Vorschrift und bei Dienst nach Vorschrift kaufen halt nur die Leute, die es unbedingt brauchen. Ja klar, man hat dann halt einfach, ja. Aber da ist kein Bock, kommt ja dann auch durch schlechtes Management. Zumindest für mich ziemlich eindeutig. Und das muss man halt dann auch mal rausfinden und ich glaube, die meisten Manager reden nicht mit den Leuten, weil dann müsstet sie sich eingestehen, dass es scheiße baut gerade. Das ist glaub, so der Grund, warum ich mir immer ungern auf die Waage stelle. Da müsste ich mir eingestehen, dass ich gestern viel gegessen habe. Das will man ja nicht. Man will ja weiter schön in seiner Illusion leben, dass man der Größte, der Beste oder Schlankste, in meinem Fall dann, und was weiß ich, aber am Ende des Tages hilft's nichts mehr, hilft's nicht. Irgendwann mal kriegt man's mit. Und da ist besser, man kriegt es zeitiger mit, dann ist es ein bisschen harmloser. Wie das man dann später, weil irgendwann gehen die fähigen Leute auch. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann ewig bleiben. Also irgendwann sagen die auch, okay, also, dann gucke ich halt, dass ich da woanders vielleicht ein bisschen mehr Geld kriege. Oder vielleicht finde ich auch mal eine Firma, die zumindest mit die Illusionen in die ersten paar Stunden gibt, dass sie das besser macht. Vielleicht sind sie besser, das weiß man nicht. Aber das weiß man immer nur, wenn man mal ein halbes Jahr dort geschafft hat oder so. Aber ja, gut. Manchmal reicht auch, also so ein grobes Stimmungsbild mal durch den Gang laufen und die Leute ins Gesicht gucken. Dann weiß man schon, wo es in etwa. Also wenn man dann
Tag für Tag nur lange Gesichter sieht, also da ist was falsch dann. Vor allem, wie ich schon gesagt habe, unter Leute, die ewig Zeit investieren, was zu lernen und sich da was durchquälen, ich meine, hat schon Spaß gemacht, also das ist eine schlechte Werbung für Studium, aber das machen wir vielleicht im anderen Video mal besser, also das hat schon Spaß gemacht, aber sich da hinsetzen und das halt einfach machen und dass die dann nachher, also die haben ja eine gewisse Grundbegeisterung und dann, gut, ich meine, ich verstehe es auch nicht, dass solche Leute sich sowas dann ewig antun, also immer noch, was ich da schon manchmal Kollegen gesehen habe, wo ich mir dachte, warum tust du das noch? Guck doch, dass du was Besseres findest. Hast doch einiges auf dem Kasten. Ja gut, man hängt halt an dem, was man mit aufbaut. Aber das ist das Glück von vielen Firmen, dass dann die fähigen Leute dann doch teilweise, dass manche doch noch bleiben, aber ja, das ist schon, also wenn ihr eine Firma seid, wo ich wundert, warum ihr keine fähige Leute kriegt, vielleicht liegt es an eurer Begeisterung. Oder vielleicht liegt es auch einfach dran, dass die paar fähige Leute, die mal durch Zufall zu euch gefunden haben, immer wieder gegangen sind. Weil manchmal findet man einfach auch durch Zufall, man bewirbt sich mal fähiger und dann muss man halt einfach gucken. Oder fähige, oder gibt's ja gar keine, gibt's in Beute, also das ist halt, die müsst ihr halt einfach halten und dann habt ihr so Stück für Stück, habt ihr irgendwann mal eine Mannschaft aus fähige Leute. Die müsst ihr halt gucken, dass er das macht, worauf die Bock haben. Und meistens fähige Leute, die haben Bock, dass es vorangeht, weil dann macht es nämlich Spaß. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass er das macht, was die Leute das Gefühl gibt, dass es vorangeht und was am Ende des Tages dann auch dazu führt, dass es vorangeht. Und dann passt es auch mit Geld. Also das ist doch klar, wenn es vorangeht, kommen gute Produkte raus. Wenn man nicht irgendwie was entwickelt, das völlig an irgendwelche Bedarfe vorbei ist. Also, ja, das ist auch. Wobei, das macht auch Spaß. Das holen wir da die Bleistiftler wieder zurück auf den Tisch. Das macht auch Spaß. Ich weiß nämlich nicht, ob es dafür irgendeine Notwendigkeit gibt, aber ich habe einfach Spaß, das zu entwickeln, weil das ist jetzt, da habe ich Spaß, das zu basteln und dazu die ganzen Dinger zu entwerfen. Und dann entwerfe ich was, dann drucke ich es aus, dann teste ich es, schaue es mal an. Und dann mache ich noch 1, 2 Verbesserungen und dann ist es abgeschlossen. Dann geht es voran. Und dann macht es Spaß. Und vor allem, wenn es da mal nicht vorangeht, weiß ich, der Fehler sitzt gerade hinter der Kamera. Und daran kann ich arbeiten. Das kann ich ändern, da kann ich gucken, wenn ich mal nicht vorankomme, dann habe ich so Blast oder ich denke nur mal an Stampede, da kann ich gucken, dass ich mich informiere, dass ich was lerne, dass ich was überlege, was kann ich noch probieren. Und dann gucke ich, dass ich da wieder weiterkomme. Oder, ja, ich meine, das ist mir die ganze 3D-Geschichte, das habe ich mir selber beigebracht. Was heißt selber beigebracht? Da geht's ja auf Plattformen genug Leute, die sollen mal erklären und alles. Und das ist ja wundervoll, was man da alles so lernen kann. Und dann mache ich das und oh Gott, deswegen macht mir das Spaß, weil es da vorangeht, weil das kann ich selber vorantreiben. Das macht dann Spaß. Das muss jetzt einfach mal heute raus und ja, das ist. Damit lassen wir es jetzt heute für heute auch gut sein. Das war jetzt lang genug. Hoffe, dass ihr euch irgendwie unterhalten hat, dass ihr was gelernt habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bastler. Euer Blasteringenieur.